zieht es euch heute auch schon den ganzen Tag als Gätzi. Ich habe richtig kalt. Und ich weiss im Fall, es ist ja wirklich einfach, ich friere. Und ich weiss nicht, wieso. Ich auch. Ich weiss, wieso. Ah, wirklich? Wieso? Weil es in meiner neuen Redaktion, wo ich im Moment arbeite, alle 5 Minuten müssen Stoss lüften. Es ist unglaublich. Sind Stoßlüfter? Ja, und es, Redaktion. nein, eben nicht. Und es gibt Konflikte. Ich habe heute Morgen ist schon so passiv-aggressiv ausgetragen worden, ob jetzt soll gelüftet werden oder nicht. Weil die eine hat einen dicken Pulli an und die andere hat einen dünnen Pulli an. Und jetzt ist das Problem, dass man sich dann halt nicht findet. Ich glaube, Leute gehen extra mit so diesen Outdoor North Face irgendwas, alle, sagen wir, eine andere Marke, die es noch gibt, Mammut und Patagonia. Arcteryx. Und gehen dort rein, um sich gewappnet zu fühlen für den Arbeitstag, weil alle dort immer lüften. Wieso lüften? Also wieso? Also wir lüften ja schon auch. Aber vielleicht so einmal am Tag. Ich weiss, es ist zu wenig. Wir sollten auch viel mehr lüften. Das ist mir im Fall aufgefallen. Dort ist im Fall jetzt zwischen, also ab dem 1 bis 4, so in 3 Stunden ist etwa 6 Mal gelüftet worden. Und dann nicht so für halbe Minute, sondern so für 7-8 Minuten am Stück. Aber stinken denn so richtige SRF-Journalisten und Journalistinnen, stinken die mehr? Ich glaube, das ist der Rechercheschweiß. Ja, oder weißt, wenn man mal wieder da auf der Spur ist von einer heißen Story, ja, dann schwitzt man. Mhm. Hast du auch schon recherchiert, ob die Journalistinnen einen eigenen Zweck verfolgen, wenn sie pro Stoßlüften sind? Ist es vielleicht, haben sie irgendwelche Ziele, wo sie abseits vom Gemeinschaftsgedanken noch erreichen wollen? Oder ist es einfach nur, weil sie... Ich glaube, so fest journalistisch... Also weißt, ich glaube, ob du auch Journalist bist oder nicht, ich glaube, das interessiert ihn einfach nicht. Sollen sie doch lüften, wie sie wollen? Ich habe es noch gemerkt, es ist heute ein Eis auf und das zu. Und mir ist mir ist dann irgendwann auch ein bisschen kalt geworden, weil ich habe heute eher einen dünneren Pulli angelegt, weil ich mir ja nicht so warme Pullis anlege im Büro, weil es im Büro eigentlich immer warm ist. Aber du hast jetzt einen Kragenpulli an, vor allem. Ja, ich habe voll aufgezogen mit dem Reissverschluss. Also ist jetzt cool, aber auch, du könntest eine Notfallkrawatte montieren, wenn dann die Bundesratspressekonferenz müsste. Ich bin schon ein bisschen in so einem halb seriösen Look. Also noch nicht ganz Hemd, aber ein anständiger Pulli. Wir haben ja heute Philipp Wiederkehr heute Mittag in der Kantine gesehen. Und er ist jetzt wirklich schon mit seinen Journalistenkollegen stolzierter. Ja. Also es ist wirklich ein Stolzieren durch die SRF-Gänge. Und ich habe wirklich das Gefühl, der Philipp Wiederkehr ist jetzt ein bisschen bei den mehr Besseren. Man merkt auch, wie du zu uns, also es war das 404-Team da an einem runden Tisch. Du hast ein bisschen runtergeschaut. Also sie sind auch unten gesessen. Ich bin ja gelaufen und ihr seid gesessen. Ich habe technisch gesehen... Also David, du bist auch da gewesen. Hätte ich mich bücken müssen, um an euch vorbeilaufen, damit ich auf gleicher Augenhöhe bin. Ja, also Heu sagen vielleicht mal. Also, Entschuldigung. Du hast nichts gesagt. Ja, könnt ihr es mal aus eurer Perspektive erzählen, dann erzähle ich es nachher aus meiner... Also ich sehe natürlich, ich möchte gar nicht weiter ins Thema gehen, weil wenn wir jetzt hier eintauchen, dann sind wir Matthew am Schluss der Kürzere, weil wir sind schon auch wieder die Arschlöcher vom Dienst gewesen in dieser Kantine, das muss man auch ehrlich sagen. Und dass der Phil jetzt von oben herab auf uns runterschaut, das ist jetzt vielleicht eher einfach nur noch auch noch der Phil, nebst allen anderen Mitarbeitenden, die der Laden noch zu bieten hat. Also er ist jetzt einfach noch der Letzte. Ich glaube, sobald man aus dem Team raustritt, kann man nicht anders als so auf uns zugehen. Wir sind auch wieder wie eine Saubande sind an diesem Tisch gesessen und haben so, also es ist wirklich eins von Affengeräusch machen gewesen. Ich bin mir wirklich so vorgekommen, wie so, jetzt kommt er, sind alle ruhig am runden Tisch und hat alles so übergeschaut und so giggelt, nichts gesagt. Und dann habe ich dann irgendwann gefunden, gut, jetzt muss ich halt den ersten Schritt machen. Und was habe ich gelernt in all diesen Jahren Studio 404? Ich habe gelernt, Angriff ist die beste Verteidigung. Da habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt bei den Besseren, ich bin jetzt Journalist, fickt euch alle. Das ist so. So bin ich vorangegangen. Nein, es ist natürlich, ich finde das ja auch ein bisschen lustig. Wie wir uns da, es ist wie mal, ich habe jetzt eine neue Perspektive rein, ich habe jetzt das Ganze so von außen anschauen und irgendwie macht mir das auch ein bisschen Spass jetzt. Aber geht es dir gut? Mir geht es prima. Ich bin langsam wieder gesund, es hat noch ein bisschen nachgehängt. Kennst du das, wenn du den ersten Tag arbeiten und du merkst so, die Hause hat sich fit angefühlt, aber wenn man sich dann muss so bewegen und seine Hirnleistung aktivieren, ist es ein bisschen strenger. Aber jetzt, so nach dem Wochenende, muss ich jetzt sagen, heute ist so der erste Tag, wo ich wieder so auf 100, also ja, 100 bin ich ja nie, sagen wir so auf 90%. Gute 80. Ja. Aber du hast kalt, das ist nicht gut. Ich habe kalt, ja. Du wirst auch krank in dem Fall. Wenn ich habe im Fall so ein kleines Gefühl, also ich glaube, es ist wirklich das Alter, ich bin Grippeimpfung machen und ich habe mich von dieser Impfung wie nie erholt.
ist wirklich, das ist zu gefährlich. Und ich habe das ist schon 5 Tage her. Oder 4 Tage. Also was ist, das ist, ich überlege mir das erste Jahr, das ja zum Grippeimpfung machen, weil ich das immer ist nichts für dich. Die will jetzt gerade wieder ins Bett holen. Eben, von dem habe ich eben Angst. Ich bin erst gerade krank gewesen. Ich habe das Gefühl, vielleicht habe ich es ja jetzt schon gehabt und es ist wie unnötig. Was passiert nach einer Grippeimpfung? Wird man dann wie so ein bisschen krank? Ist das so wie bei also es tut dir eigentlich primär wie man den Arm weh von der Nadel. Ja, das ist halt einfach. Das kann ich vom normalen... der Arm tut dir immer ein bisschen weh. Ja. Und also man sagt ja eigentlich schon, man tut sich ja eigentlich wie, also vielleicht tue ich jetzt auch da absoluten Humbug erzählen. Hey, das ist ja nichts Neues. Also, man sagt ja schon, wenn man eine Impfung machen tust du dich ja mit den Viren eigentlich infizieren. Dass der Körper ja eine Reaktion macht und dass er Antikörper bildet. Das heisst, eigentlich tust du dir Krankheit ja schon ein bisschen reinlassen. Was auch lustig ist, dass sich das durchgesetzt hat. Stell dir den allerersten Arzt vor, der die Idee gebracht hat am runden Doktortisch. Und gesagt, ich hätte sonst noch eine Idee, wie man die Leute gesunder machen kann. Komm, wir machen sie ganz ein bisschen krank. Ja. Was so nicht? Also. Ja, gescheit. Dann hätte ich gedacht, das ist eine gute Idee. Ja, das macht ja... Aber nur ganz ein bisschen. Das macht ja Sinn. Ja, im Mittel. In meinem Hirn macht es Mittelsinn. Ja, das ist ein kleiner Impfverweigerer am Tisch. Nein, ich sage nicht, ich sage nur die Ideenfindung, dass man Leute ein bisschen krank macht, dass sie gesünder werden. Da musst du auch mal zuerst drauf kommen. Das ist eigentlich, also ist schon sehr schlau, aber braucht wahrscheinlich auch viel Durchsetzungsvermögen. So am ersten Rundentisch so, hey, ich spritze dir jetzt extra die Impfung. Aber ich muss sagen, sie sind dann ein bisschen mudrig und ein bisschen kalt. Ja. So ein bisschen so. Okay. Auch gute 80%. Gibst mir jetzt keine Hoffnung, dass ich das auch machen sollte? Mach das. Ja, das ist gemacht. Mach's ein Bein. Wieder am Tisch der David Möri. Ohne Impfungen, ohne nichts, ohne krank. Gesund, munter. Ich bin letzte Woche, habe ich ja mal so eine seltene Woche gehabt, wo ich nicht dabei bin. Muss man auch sagen. Ich bin selten nicht dabei hier in dieser Runde. Sondern ich bin hier in der Kaserne. Das ist jetzt wirklich sehr fest wenn ich jetzt glaube, die Abwesenheit sehr fest aus dem Fenster rausgelehnt. Du, Matt, du bist schon mal einfach out, weil du bist die letzten 2 Monate irgendwie zweimal im Podcast gewesen. Der Phil haltet sich eigentlich hartnäckig. Ich bin immer da. Jetzt bin ich einiges mal ein bisschen weg gewesen. Ich fände es jetzt spannend. Also tun wir da mal schnell freezen. Ich glaube, die Diskussion ist müssig. Wir machen jetzt eine Jahresbilanz. Ab wann wollen wir? Ab 2025. Ja, voll. Jetzt, dann tun wir schauen, wer ist am meisten da. David Möri ist am meisten nicht da gewesen. Ich glaube auch. Ja gut, aber ich habe auch viel zu tun gehabt. Was ist jetzt? Uns da so schämen. Und dann gerade nie und dann gerade das ist wie, David Möri ist eigentlich eine lebende Grippe. Also ein bisschen pixen und nachher... Nein, überhaupt nicht. Also, das ist echt viel los. Ja. Auf jeden Fall bin ich einfach hier letzte Woche am Dienstagabend beziehungsweise am Mittwoch dann auf meinem Militärbett gelegen und habe gefunden, jetzt noch eine gute Unterhaltung zum Einschlafen. Und was passiert? Nichts. Und dann habe ich dann irgendwann über interne Gruppenchats mitbekommen, dass da wieder ganz viele Probleme rum waren, dass die Podcast-Folge nicht kommen konnte. Krank. Und ich muss im Fall sagen, das hat unsere Community nicht verdient, zumal ich heute wieder auf die Google-Bewertungen geschaut habe, die mittlerweile eingetragen sind. Und ich sage, es reißt nicht ab. Heute ist, das muss ich gerade noch hinten nachwerfen, heute Morgen ist wieder der Google-verantwortliche Kollege Essig vom SRF auf uns zugekommen und hat gesagt, wir haben es geschafft, eine Sternenbewertungsverbesserung von 0,3 anzubekommen. Für das SRF. Also es geht darum, Schweizer Fernsehen. Für die es nicht mitbekommen haben, dass wir aufgerufen haben, dass man Studio 404 ja auch über SRF kann bewerten kann, also auf Google Maps. Und jetzt haben das ganz viel gemacht von euch. Und nur unsere Community hat es von 4,1 auf 4,5 geschafft. Das sind 4 Punkte. Das sind sogar 4 Punkte. Ja. Ich glaube, er hat Ich habe schon gedacht, ja. Also SRF hat jetzt eine 4,5 Sternbewertung. Ja. Und vorher ist 4,1. Und ich bin so etwas von stolz auf die Menschen, die uns hier aufgevotet haben. Ich finde, SRF schuldet uns und unserer Community einen grossen Gefallen. Meine Frage ist aber noch zu dem Thema,
ist der SRF Google verantwortlich? Also ich sehe so wie die eine, das Ganze ist ein bisschen, wir haben den Aufruf gemacht und es ist wie so, wir haben unsere Community vielleicht ein bisschen unterschätzt und es ist jetzt wie so ein Schwall und es hat so viele Bewertungen gegeben, dass jetzt SRF faktisch besser bewertet ist als vorher, nur wegen dank euch. Ja. Und ich weiss, ist jetzt der SRF verantwortlich von Google? Wie glücklich über das könnte er eigentlich sein? Oder ist er wie ein bisschen verärgert, weil er jetzt das Gefühl hat, das ist jetzt einfach so ein Studio 404 Spam, der auf ihn reingeprasselt ist und die Bewertung ist nicht mehr aussagekräftig. Ja. Ich glaube, also ich habe so weit nicht gefragt. Ich glaube, er ist einfach froh, ist die Bewertung oben, weil das nützt natürlich auch, also da kommt man auch lieber, also wenn wir uns, das haben wir auch schon besprochen, oder? Gehst du lieber in ein 4,5 Sterne Restaurant als in ein 3,8 Sterne? So. Nur das SRF halt kein Restaurant. Wir haben ein Restaurant, stimmt. Plötzlich kommen so Leute bei uns essen, weil sie gesehen haben, dass es 4,5 Sterne ist und nachher sind sie mega enttäuscht, wenn sie bei uns in die Kantine kommen. Das hat 4,5 Sterne gehabt, nachher stehen sie am Salatbuffet und dann sehen sie da den huren abgepackten Eisbergsalat und denken sich, was ist da los gewesen? Ich möchte mit dem eigentlich nur zusammenfassend sagen, dass ich sehr stolz bin auf unsere Community, dass auch trotz diesen Podcast-Fehlern dass sie treu so eine treue vorherrscht. Hey, ich nehme es auf mich. Ich bin krank gewesen, aber wir haben halt wie so ein bisschen die Regeln gehabt, vielleicht zur Erläuterung, warum der dann auch wirklich zu spät gekommen ist, dass mindestens 2 von uns sollten eigentlich da rum sein, sonst ist es kein Debriefing, 404 Podcast. Wir haben regelmäßig mal wieder einen Gast da. Der Neil ist jetzt häufig bei uns gewesen. Und das macht es einfach möglich, um den Podcast wirklich wöchentlich zu bringen, weil es gibt Ferien, es gibt sonst eben, man ist krank. Aber so, wenn dann wirklich nur noch der Metto da ist, dann haben wir gefunden, dann lieber einen Tag... mal etwas. Ja, ich hätte schon mal einfach so einen Solo-Podcast. Ich meine, andere... Einfach mal ein bisschen labern. Andere in unserem Team machen das auch. Machen das auch. Also es gibt ja auch andere, die das machen. Von dem her, ich hätte dem schon gerne, ich weiss es nicht, ob gerne, aber ich hätte gespannt zugelassen, wie du da erzählt hast. Aber es ist wie so, wir haben jetzt das festgelegt und jetzt ist es halt ein Tag gesprochen. Das ist der Grund, als nachgefügt. Das ist natürlich im Nachhinein, wo er dann die Folge gebracht haben, ist dann das auch. Wo bist denn du wieder gewesen? Ich war wieder im WK gewesen. Das mal wieder eine sehr spannende Woche gewesen. Ich bin ja immer noch in Kurzzeit WK. Und ich habe auch eine Geschichte mitgebracht, die ich dann nachher noch möchte ein bisschen ausführen. Und zwar hatte ich eine Spezialfunktion gehabt, das mal, und zwar musste ich fahren. Ich habe ja in der RS damals gelernt, die grossen Karren fahren. Bist du eigentlich Fahrer? Ich habe gemeint, du bist Funker. Das ist beides, kann beides gleichzeitig passieren. Ja. Und mir ist jetzt die Aufgabe wieder zugetragen worden, beziehungsweise sie haben einfach noch nicht gewusst, dass es zum Teil einfach nicht so eine gute Idee ist. Nein, ich habe es natürlich sehr seriös, bin ich die Fahreraufgabe angegangen und möchte euch einen Schwank aus meiner Militärwoche erzählen, aus meinem Fahrerleben. Weil, der Metto rümpft schon wieder die Nase, wenn der Moiri und Fahren ist. Wieso? Vielleicht wisst ihr ja, es ist ja ein heisses Eisen, oder? Die Fahrerei und ich, das ist nicht immer ein Match. Und weil meine Funktion im Militär halt ist, dann werde ich da eingeteilt. Und dann wird, ob gewollt oder nicht, wird mit mir Auto gefahren. Die Armee, wenn man wirklich nachher noch im David Moiri noch so ein Kriegsmobil gibt. Fahrzeug. Hau! Aber vielleicht ist der Moiri also wo am Fahrzeug wächst. Also weißt du, je grösser das Fahrzeug, desto besser werden. Nein. Weißt du, bei uns er bestellt ja immer das grösste Auto. Auch für die kleinsten Produktionen hat der Moiri immer den Bus. Aber hat er besser gefahren wegen dem? Nein. Eben. Nein. Also ich bin auch schon bei uns gehockt hinten und habe Rage-Quit gemacht. Aber ich glaube, wenn du eben drin hockst, dann ist der Moiri nervös. Dann fährt er weniger gut, als er könnte. Ich habe viel Fazit jetzt in dem Militär und ich habe wirklich auch wie war das Feedback? Wie war die Sternebewertung von deinen Mitfahrenden? Der Grund, es ist halt einfach ein anderer Fahrer so dermaßen scheiße gefahren, dass es bei mir wie nicht so ins Gewicht gefallen ist, wenn ich so mittelscheiße gefahren bin. Einer hat wirklich, der ist mit Gas in die Kurve. Und das sind so ich erzähle es nachher, das sind die grossen Fahrzeuge gewesen. Die so seitwärts musst sitzen und die haben zum Glück haben die gehört, gell? Ja. So weit, so gut. Ich möchte aber eigentlich mehr auf meine Vorbereitung eingehen, weil ich habe mich auf die Fahreraufgabe so gut vorbereitet wie noch nie in meiner Fahrerkarriere. Das ist meine Geschichte, die ich möchte mitbringen heute. Gut. Ja. Gut. Ich bin gespannt. Können wir eigentlich wieder aufhören? Ich bin sehr fest gespannt. Ja. Habt ihr denn auch etwas überlebt? Überlebt, ja. Überlebt? Ja, in dem Sinn. Ja, ich bewusst so gefragt.
Ja, also wie soll ich das... Es ist jetzt nicht spannend, es tönt nicht spannend, das Thema per se, aber für mich ist es schon eine Herausforderung, was ich gerade durchgehe. Ich bin ein bisschen zurück im Pflanzengame. Ich bin ja zuständig für unsere Pflanzen in unserer Wohnung. Und vor einem Jahr sind sie neu. Eine kleine Frage, also haben Sie so Ämtli oder hast du das echt von dir aus übernommen? Nein, mir ist das zu. Und es ist wie klar, hey, schau, wenn wir Pflanzen haben, dann bist einfach du schuld. Es hat einfach geheißen, kannst auch mal etwas machen. Nein, und dann gibt man dir lebende Sachen. Ja, ich weiss im Fall nicht, warum das... Hat man nicht einfach so können sagen, du schaust einfach, dass immer Kaffee rum ist. Das machst du zum Beispiel im Büro, machst du das sehr gut. Ja, du bist eigentlich für die Milch zuständig. Und seit du nicht mehr da bist, ich habe heute den letzten Schluck genommen. Gibt es keine Milch mehr? Jetzt hat es wirklich keine Milch mehr. Ja. Jetzt bin ich einfach wie Milch los, bis du dann wieder zurückkommst. Aber das machst du gut. Ja. Aber Milch sollte eigentlich im besten Fall nicht leben. Irgendwann fängt sie schon an leben, wenn man zu viel davon kauft. Heute habe ich schon, also es ist die ganze letzte Woche ist die Milch eigentlich noch im Kühlschrank. Ja. Ich habe heute schon geschmeckt, ob sie noch gut ist. Du bist ja schon ein bisschen Leben am Limit mit dem Ablaufdatum. Ich finde im Fall wie so immer den Geruchstest. Ja. Ich bin da nicht so, wo geht und nümmerle und wenn es dann heisst, ja, das ist jetzt nur bis heute gültig, dann gehe ich es fort. Nein, ich tue erst mal so ein bisschen schmecken und auch vielleicht bei der Milch ein bisschen schütteln. Und du merkst es ja dann, ob es Flocken drin hat oder nicht. Wenn es Inseln gibt auf dem Kaffee. Genau. Und du musst wirklich Augen, Ohren und Nase offen haben. Und dann ist es völlig easy. Ja. Ich bin dort wirklich im Fall nicht so... Nein, aber ich finde es aber eine Woche drüber kann man schon mal skeptisch sein. Ja, meistens geht es eine Woche drüber und dann ist aber dann auch schon fertig. Gut, ja. Aber auf jeden Fall, ich habe Pflanzen bei mir daheim und das erste Jahr ist jetzt recht gut gegangen und ich bin auch recht stolz gewesen. Und es ist jetzt so irgendwie letzten Monat hat es angefangen zu bröckeln. Meine ganze Pflanze. Dann musst du sie gießen, wenn sie bröckelt. Habe ich gemacht, aber es ist nicht besser geworden und ich musste Massnahmen ergreifen und ich habe das jetzt gemacht, das Wochenende. Und sagen wir es mal so. Also du hast alle Pflanzen erfunden. Grüngut ist voll. Sagen wir es so, ich habe einiges gelernt. Ich bin in Baumärkten, nein, das ist ein Baumarkt von Saugarten. Ich bin jetzt einfach wenn ihr Fragen habt zu Pflanzen, fragen mich. Ich kann euch ein bisschen mitnehmen in die Welt Ich habe ganz viele Fragen zu Pflanzen. Ich nehme euch gerne da mit. Und ich habe meinen ersten Glühwein gehabt. Ich bin absolut in Weihnachtsstimmung jetzt. Ja, das ist wieder gut. Ui, der hat reingefetzt, so richtig gut da im Fall. Ich sage das. Ich habe mal richtig wieder einen Glühwein gebraucht und es hat so gut da. Das ist ja wirklich einfach nur Abfall. Ich glaube, warmer Abfall. Den Winter saufe ich mich mit Glühwein voll. Wirklich? Ja, das ist eine Ansage. Was für ein jämmerlicher Abschied aus dem 2025. Ja, wirklich. Also, ich glaube, ich gehe dieses Jahr Glühwein an. Aber wirklich viel. Die Welt liegt am Boden. Ja. Wir haben immer noch Krieg, wir haben hier immer noch den Trump, der immer noch sein Recht macht. Und jetzt kommst du noch und tust uns das auch noch an. Glühwein. Ja. Der Glühwein viel. Macht euch parat auf den Dezember. Wenn ich wieder zurück bin von meinem Redaktionsaustausch, dann bin ich für euch nur der Glühwein viel. Ich habe noch immer gelesen, die Welt ist so fest am Arsch wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Dann kommt es auch nicht mehr drauf an. Eben, dann gehen wir alle Dann geht es einfach, Hauptsache es gibt einen wohligen Bauch und einen Sternchen-Blick. Der Film dekoriert sich eigentlich basically selber. Ich habe einfach gemerkt, lustigerweise... Also machst du es für dich selber oder machst du es für andere? Dass du einfach wie auch gut bist. Also es gibt ja mehrere Sachen. Er schaut, dass die anderen weniger haben. Ich mache es, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und für mich... Ich einfach, normalerweise bekomme ich immer gerade Kopf beim Glühwein und jetzt habe ich den Sonntag so einen gehabt, so um 4 Uhr, um 4:30 am Nachmittag und dann habe ich so gemerkt, mal. Und es ist wie nicht abgeflacht, die gute Stimmung. Und ich habe gemerkt, mal, Glühwein ist jetzt etwas, was mir im Moment gut tut. Mein Körper verlangt ein bisschen nach Glühwein im Moment. Du bist wirklich am Boden. Ja. Jetzt. Definitiv. Es ist noch Glühwein. Aber hey, du musst es annehmen, wie es ist. Ich bin parat für meine Glühwein-Ära. Machen wir wieder an. Glühwein und so die brennenden Mandeln. Gut, reden wir darüber. Also, das ist ein Debriefing 404 Podcast mit dem Philipp Wiederkehr, Philipp Glühwein Wiederkehr und David Möri, der sehr gut Auto fahren kann und mit mir. Und Matthias Bündner. Ja, wir reden heute über lustige Themen. Ja, du hast noch nichts gesagt. Ja, ich komme dahinter führen mit meinem. Gut. Ja, ich habe sehr viele Meinungen zu allem. Gut, das, ja. Aha.
Viel Meinung bei wenig Ahnung. Wenn dir das gefällt, was wir hier machen, dann bewertet uns auf allen Plattformen, inklusive Google Maps. Unsere Google-Verantwortlichen haben immer noch Freude, wenn ihr das draussen macht. Wie gesagt, ihr helft SRF in diesen stürmischen Zeiten ganz fest, wenn ihr uns Google-Bewertungen gebt. Das stimmt einfach auch so etwas von ihnen. Nein, natürlich stimmt es nicht, aber ich habe trotzdem Freude, wenn sie es machen. Und was wir heute machen, ich habe heute auch noch eine Frage mitgenommen von draussen. Oh. Ja. Ich finde, ich habe sie aber irgendwann im System abgespeichert. Die haben es vielleicht gesehen, ich bin da schon am Suchen. Ich finde sie nicht mehr. Ich bin vorher schnell abwesend gewesen, weil ich die Frage suche. Sie ist irgendwann mal abgespeichert. Hast du mal unter dem Tisch geschaut? Und ich weiss nicht, wo sie ist. Aber ich weiss nicht, ob ich sie da im Regi Zürich abgespeichert habe, bei SRF 3 oder bei SRF 1. Vielleicht wird jetzt einfach auf irgendeinem Sender ja, wirklich die Frage abgespielt und vielleicht ist das einfach so. Aber vielleicht finde ich sie nachher dann noch. Und dann haben wir sicher auch noch etwas vom Kundendienst. Ich fände es aber auch schön, wenn die Frage im Echo der Zeit einfach mal so am 10 ab 6 so einfach mal eindingsen. So nach der Schaltung zum US-Korrespondent. Einfach mal eine Frage. Hey, was habt ihr lieber? Glühwein oder Glühbier? Döner-Pizza oder... Das würde mal das Niveau auch ein bisschen heben von der Ich finde sie nachher dann sicher noch. Yes, dann ist eigentlich alles schon gesagt. Würde ich sagen, let's go. Debriefing. 404. 3 Dullis, viel zu tun, 0 Bock. Also. Gut. Ich wollte zuerst wissen, wie der David Neueri nicht Auto fahren kann. Es geht eben gar nicht ums Autofahren das mal, sondern es geht darum, eigentlich präventiv habe ich darauf achten, dass ich während dem Autofahren mehr den Fokus habe auf meine eigentliche Aufgabe, nämlich die Strasse. Autofahren. Das klingt jetzt mega schlimm, dass du das erst jetzt herausfindest, dass du eigentlich, wenn du Auto fahren solltest, auf die Strasse schauen. Was machst du schon? Und eben genau, also schau mal, die Ausgangslage ist ja so, wenn man ins Militär muss und Fahrer ist, dann bekommt man irgendwann einfach so einen random Klapp von das Viertel geschoben und dann musst du mit dem umgehen. Und das ist, ich finde es mittlerweile, wenn man das regelmäßig macht, wird es immer einfacher, aber es braucht immer eine Angewöhnungsphase und nebst dem, dass man einen random Klapp bekommst du auch immer so super random Ziel. Also du bist dann irgendwo, musst du zu tun, das Auto holen und musst dann irgendjemanden anfahren, wo du noch nie gewesen bist und auch nie mehr wirst hingehen. So. Und das finde ich eine Herausforderung. Und dann gibt es so coole Erfindungen, wie zum Beispiel Google Maps oder so, wo dir als Navigationsroute das Ziel angeben. Aber die Militärfahrzeuge sind so rudimentär ausgestattet, dass du hast zum Beispiel jetzt kein CarPlay. Oder du hast kein Navigationsgerät auf dem Auto, sondern... Ja, wegen Sicherheit. Du kannst sich nicht einfach jeder mit seinem Playmobil-Handy verbinden und da synchronisieren und machen und tun. Genau. Also es hat das in ist dem völlig Auto klar. Verbaut hat es genau eine Klimaanlage, die entweder ist Arktis oder es ist Sodom und Gomorra und es hat innere Klimaanlage in diesen Armeerklepp. Sie nennen es so, aber es ist einfach lüftig. Entweder ist es lüftig und dann, wenn du mit diesen Autos zum Beispiel einen Pass drauf fährst, dann musst du die Lüftung auch im Hochsommer auf die heisseste Stufe stellen, sonst wird der Motor nicht gekühlt. Oder nicht genug, sonst explodiert der Karren irgendwann. Also es ist eigentlich einfach ein weiterer Abluftkanal für den Motor. Das ist die Heizung. Es hat ein Steuerrad, es hat hoffentlich hat es ein Steuerrad. Ein Fensterrad, wo du das Fenster von Hand runterlassen und that's it mit der Technik in dem Auto. Jetzt habe ich mir überlegt, anstatt dass ich mein Handy mit Google Maps einfach so auf den Knie habe und irgendwie versuche, zwischen unter einem Bein schauen, wo ich durch muss und dem Auto irgendwann durchsteuern, habe ich mir in den letzten Wochen eine Bestellung gegönnt im Internet. Oh Gott, nee. Wo ich eigentlich die Innenausstattung, wo ein normales... Also du hast das Armeeauto besser gemacht. Ich habe eigentlich basically eine heutzutage adäquate Innenausstattung von einem normalen Auto mir zusammen bestellt. Und habe die eigentlich jetzt mobil in das Armeeauto eingesetzt. Also, was hast du denn? Also ich habe, und jetzt musst du hören, das ist jetzt eben der Moment, oder, wo ich stolz drauf bin. Darf man denn das überhaupt? Nein, das ist sicherheitsrelevant, sehr fragwürdig. Wenn der Duftbaum da die ganze Zeit noch rumbimbelt im Krieg, das ist doch jetzt auch nicht gerade so. Ich glaube, der Neuer hat noch so eine Nebelmaschine und so eine Disco-Kugel reingehängt. Ich habe mir einerseits, Oder so das, weißt du, das von der Mike Shiva immer hatte, das Kätzchen vorne. Ah ja, wo immer so ein Ding macht. Und noch so ein Krauli-Ding, um auf den Sitz zu tun. Dass man bequem liegt. Jetzt los, fertig!
Es ist nicht ganz Er hat wirklich so ein Oma-Auto gemacht. Ich habe mir zum Und noch ein Anfang... paar Snacks. Ja, natürlich. natürlich. Zum Dippen und so. Die ganze Bestellung... Er hat so einen Taxometer rein, dass er kann seine Mitarmee-Angehörigen abzocken. Wer ist ein Fahrer? Muss ja auch etwas Das wäre verdienen. aber eine gute Idee. Das wäre eine gute Idee. Das müssen wir im Fall noch machen. Das Uber-Militärauto. Ja. Dass hinten in der Ladefläche Ja. angezeigt wird, wie viel... Ich mache Start schon mal bei 30 Stutz. Ubermäure. Nein, ich habe mir zum Anfangen obligatorischerweise universal Autoscheibenhalterung bestellt, und zwar die gute. So eine... Wie machen wir das Geräusch? So eine Also einen Saugnapf. so einen Saugnapf für eine Scheibe, der super stark hebt und in jede richtigen Winkel und Ärmel hat, sodass ich das perfekt eigentlich kann schön neben mir so positionieren, dass mein Handy kann reingestellt, zugeklappt und gesichert werden. Dann habe ich schon mal das Problem gelöst, für dass ich es nicht mehr unter dem Knie muss haben. Da habe ich schon mal mein Handy gehabt. Hat auch super schick ausgesehen von außen mit der Halterung so. Und dann habe ich mir zusätzlich zu dem extra für das Militärauto so eine Powerbank gekauft, die auf der oberen Fläche so eine Solaranlage hat. Also die Powerbank, die kannst du dann am Morgen oder zu Abend, wenn du fährst, kannst du die einstecken, dann habe ich mein Handy laden und durch den Tag, wenn der Karren eigentlich in der Sonne steht, ladet sich die Powerbank von selber, wie von Zauberhand wieder auf. Und dann habe ich eigentlich immer eine geladene Powerbank für meine Militärfahrten. Und so habe ich Wieso? Also fürs Handy? für mein Handy, dass ich dann, wenn ich nach einem Tag lang arbeite und mein Handy halb leer ist, weil ich da irgendwie muss 3 Stunden warten und auf Instagram bin und rumdrucke auf meinem Gerät, dass ich dann wieder genug Akku habe für eine sichere Heimfahrt von meinen Mitsoldaten in die geschützte Werkstatt. Ich bin schon froh. Ich stelle mir wirklich so vor, es ist jetzt Krieg und David Moir ist mit seinem Militärfahrzeug an der Front. Es ist wirklich so, alle Ausstattungen sind irgendwie völlig von gestern und es funktioniert nicht, aber hauptsächlich vorne Du ist eine hast Powerbank drin. ein glattes Handy. Das Handy ist wirklich wichtig. Ja. Und dass es mit Solar, dass es auch nachhaltig geladen ist. Genau. Das ist das Wichtigste. Ja. Und dass du weißt, wo man durchfährt, dank dem Saugnapf-Navi-Handy-Ding vorne. Das ist wirklich, ich finde, das sind die wichtigen Sachen, die man braucht im Krieg. Schau, die Welt kann wirklich Kann zu Ende untergehen. gehen. Ja. Der Russ ist an der Grenze, aber der David Möri kann einen TikTok-Tanz machen. Ja. Ja. Ich bin, Und so ist's. ich bin sehr stolz auf die und ich habe das natürlich dann auch entsprechend dann ausgenutzt und habe auch jede Fahrt schön mit dem Navi gemacht, oder? Und bin dann immer, den Stau habe ich immer umfahren, oder? Jeden Abend eine andere Route genommen und der Stau, den es dann gegeben hat, wirklich gar kein Problem gewesen für mich. Ich habe dann herausgefunden, gegen den Schluss vom Weg gehabt, dass es aber, ich sage jetzt auch, das Führen von einem Militärfahrzeug nicht unbedingt einem Führen von einem privaten Fahrzeug entspricht. Nicht nur von der Größe und der Dimension, sondern auch von der Route. Weil es gibt anscheinend an gewissen Stellen also Strassenverläufe, die für die privaten Fahrzeuge nicht erlaubt sind, aber für Militärfahrzeuge schon. Als ich das Auto nämlich zurückbringen musste, habe ich bei einem Kreisel bin ich angefahren und dann habe ich mir nach dem Navi geschaut, wie ich dann zu meinem Ziel komme und dann hat es mir eine Route vorgeschlagen und dann bin ich in den Kreisel hineingefahren und gleichzeitig sind 3 andere Autos auch von der nächsten Ausfahrt in den Kreisel reingefahren, weil sie gemeint haben, ich biege bei der nächsten Ausfahrt schon wieder ab. Dabei bin ich gerade ausgefahren. Und weil die Leute, weil die Welt rund um mich sich so gewöhnt war, dass Militärfahrzeuge dort rechts abbiegen, haben sie gefunden, weißt du was, jedes Militärfahrzeug mit einem halbwegs intelligenten Chauffeur biegt hier ab, weil du kannst nie anders abbiegen, außer hier, damit du schnell ans Ziel kommst. Da haben sie mit mir nicht gerechnet und ich habe fast einen Unfall gemacht im Kreisel, weil ich der einzige Fahrer bin, wo dort wahrscheinlich je durchgefahren ist und die Maps-Route genommen hat und nicht die er im Kopf hatte. Und da musste ich sagen, mal, vielleicht ist es gleich mittelschlau, nur blind dem Navi zu vertrauen und aufhören, auf die Strassenschilder zu schauen. Ich glaube einfach, du hast zu fest auf deinem geladenen iPhone irgendwelche Sachen noch angeschaut. Also, Das habe ich natürlich auch. Die Version also du hast jetzt vorher dann gesagt, du hast jetzt herausgefunden, dich auf die Straße zu konzentrieren, aber das Einzige, was du gemacht hast, ist eigentlich Gadgets in dein Militärfahrzeug rein tun, dass du nicht musst auf die Straße schauen musst. Ich habe es vielleicht ein bisschen überproduziert, meine
meine Fahrertätigkeit. Aber ich muss es noch ein bisschen optimieren, ich muss es vielleicht noch ein bisschen unauffälliger platzieren, dass ich dann vielleicht noch mehr aus den Scheiben raussehe, weil das Teil... Also hast du es gerade einfach vorher da? Ja, schon ziemlich. Ja. Also es hat sonst nicht so viel Platz gehabt, links und rechts. Ich tue wirklich nicht mehr einsteigen mit bei dir. Ich habe Angst. Wieso? Du bist ja nicht mehr Militär. Ja, aber du bist ja trotzdem auf der Straße. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt schon. Ich könnte euch vielleicht das WhatsApp machen, wenn ich das nächste Mal wieder auf die Straße gehe. Hat es noch Rückmeldungen gegeben von deinen Fahrgästen? Ja, sie haben auch von brainstormen, von wegen der... Wie wir jemand anderes könnte dafür schicken. Nein, was es noch bräuchte für eine Fahrerkabine. Wir sind noch auf die Plüschwürfel sind wir noch gekommen. Mhm. Genau, die also Würfel, also wie richtige Würfel mit den Nummern dran. Genau, so. Also und mit den Punkten. Zum den Feind zu verwehren, kennst du die Felgen, die immer stehen bleiben? Weißt du, die ein Gegengewicht drin haben, dass wenn das Auto fährt, dass es so aussieht, als ob das Auto gar nicht fahren wird, sondern es so schwebt. Habe ich nie gesehen, nein. Das sind so coole Felgen, die du bei den Ami-Karren gerne hast. Definier cool. Das ist schon cool. Und ich habe gedacht, das wäre zum den Feind zu verwirren. Dann kann man wegfahren, ohne dass sie es checken. Ja. Weil quasi der Pneu bleibt stehen. Ich glaube, wir sind gerüstet. Es gibt mir ein gutes Gefühl, wenn du erzählst von deinen Militärabenteuern, dass wir absolut einfach auch fähige Leute haben, die Prioritäten richtig setzen. Ich bin immer tiptop pünktlich angekommen. Mhm. Ich habe die Staus umfahren. Wir haben wirklich vorwärts können arbeiten, den Weg gehabt. Ich habe nichts falsch gemacht mit der Bestellung. Ich bin jetzt noch ein bisschen am Schauen wegen der Spesen, die angefallen sind. Ja, und was wolltest du machen? Das noch im Militär angeben? Natürlich nicht. Ich habe gedacht, ich probiere es mal. Nein! Kann ich es bei dir angeben? Nein! Das ist im Fall Fall jetzt wirklich einfach dein eigenes Bier. Da werde ich dagegen vorgehen. Ja, dass das ich nicht passiert. auch. Ich will das sicher nicht mit meinen Steuergeldern Nein, da die Krällenküsse zahlen. Ja. Wirklich. Also so wie kommt Ich schaue mal, ob ich eine Kostenstelle finde vom Bund. Es hat 80 Stutz gekostet. Das Gefühl, ich zahle das selber. Ja, logisch, ja. Dann Wenn du das Militär nicht kann, hast du es dann wieder mit heimgenommen, die Sache? Ja, das ist jetzt in meiner Tasche. Eben, ja, dann ist eben, das kannst du es privat. Ja, eben, dann brauchst du es für dein Du Auto. brauchst ja nur fürs Militär. Kannst du es mir sonst auslehnen? Vielleicht würde ich auch mal so einen Stöpsel vorne an der Scheibe. Ja, kannst du haben. Ich bin ein bisschen schockiert. Ich habe ja wirklich das Gefühl, das Militär ist ein bisschen Larifari und weiss auch nicht, wann ich solche Sachen wieder höre. Es ist ja, ich habe es verbessert. Ich habe eigentlich einen privaten Beitrag dazu geleistet, dass das Zeug effizienter wird. Wenn sie da ihre Karren ohne Navi bestellen. Was kann ich dafür? Ja. Ja. Und Ich bin aber nie reingefahren. Ich nie das mal. Ja, Ja, fast aber. Du hast ja fast den ganzen Kreis explodiert. Stimmt. Mit Ja. Wie bist du für nächstes Mal wieder gewählt, um wieder zu fahren? Das ist jetzt eine einmalige Angelegenheit. Das noch nicht. Ich muss im März wieder gehen. Ja. Das ist kannst du gerade aufschreiben, Mattu? Einfach, dass du es weißt. Mhm. Die sind immer noch super erstaunt. Jedes Mal, wenn ich gang dabei mache, das schon seit irgendwie 6 Jahren. irgendwie bist du einfach nicht so der, was- der Militärtyp für mich. was Das ist halt mir immer eben- wieder so, was, du musst wirklich ins Militär. Was mir einfach aufgefallen ist, bei dir sind die Militäreinsätze immer so, ist immer so eine Woche. Ja. Und dann ist ein Monat nichts und dann musst du wieder eine Woche gehen. Und dann ist ein halbes Jahr nichts. Und dann, es ist immer so, Unregelmäßig. es ist so unregelmäßig und so kurz. Ich bin immer noch Ich nicht glaube, sicher, der geht gar nicht richtig ins genau, Militär. ich bin nicht sicher, ist es das richtige Militär oder ist es so ein Kindermilitär, Ja. wo du gehst? Also, Was ist denn das Kindermilitär? ja, Es ist so einfach so, Frühlingsferien, Sommerferien, Herbstferien. Ja, so ein So ein bisschen Ferienpass. es deckt sich auch immer so ein bisschen mit der Ferienzeit. Übrigens ist er ja Militär. so gleichzeitig gewesen, von der Zukunftstag. Ja. Vielleicht ist er einfach am Militär-Zukunftstag vom Staat. Wie ist bei euch der Zukunftstag? Habt ihr in der Kantine Chicken Nuggets bekommen wieder? Hast du das gesehen? Ich tue mich der Kantine ganz weit entfernen, wenn Zukunftstag ist. Ja. Weil dann wirklich einfach lärmen und Ja. also dann ist es halt wirklich einfach 1000 Kinder da. Darum, ich bin nicht in der Kantine gewesen. Und der Joso hat am Tag vorher noch salopp so gesagt, ja, es kommen dann auch noch 2 Kinder, die er dann noch mitnimmt. Und wir alle so, okay. Ja. Und dann haben wir 2 Kinder bei uns gehabt. Den ganzen Tag? Ja, Was haben die gemacht? die haben den Ballon aufgeblasen. Wieso? Weil wir einen Dreieck hatten mit Ballon. Dann haben sie Ballon aufgeblasen, dann haben wir lustige Stimmen gemacht mit dem Helium, dann alle müssen lachen. Also wir haben alle einen guten Zukunftstag gehabt. Ja, und die haben jetzt wirklich das Gefühl, das ist nachher das Schaffen, das sie erwarten Ja. in Zukunft. Das ist immer Das ein ist das bei SRF. Das ist immer Gefahr, wenn man Kind oder wir haben ja auch einen Schülerpraktikant gehabt bei uns, dass die dann das Gefühl haben, dass das So dann die ist es. Realität ist und es ist es nicht. Also es ist
Das ist Das so kannst du jetzt halbe. einfach auch nur sagen, weil du jetzt halt richtiger Journalist bist. Mal, Ja, mag ich mich erinnern, in weil, dieser Woche. weil bei uns wird viel zu wenig Stoss gelüftet. Das ist nicht die Realität. Die Realität wird in einem Büro, liebe Kind, wird 7-mal am Tag Stoss gelüftet. Nein, am Nachmittag wird 7-mal Stoss gelüftet. Das ist die Realität. Das ist schlimm. Nicht so wie bei uns. Ich mag mich erinnern, können wir noch mal ganz kurz über die Woche diskutieren, wo der Schülerpraktikant gekommen ist. Dort haben wir haben ihn so etwas von versäckelt. Wir haben so tun, als ob wir jeden Tag Party haben. Haben wir dann auch gemacht, eine Woche lang. Und dann ist er gegangen und dann ist er wieder ganz normal gewesen. Und er hat, ich glaube, bis heute das Gefühl, dass wir jeden Tag ein Fest haben im Büro. Es war die eine Partywoche im 2024, Ja. tatsächlich. Er hat es erwischt. Aber hey, ich würde sagen, gutes Timing. Gut. Ich finde, er hat alles richtig gemacht. Ja, ich gebe dich ungern im März wieder als Militär ab. Als Kinder im Militär, ganz ehrlich gesagt. Ich bin wirklich noch... Hast du jetzt das Ding gefunden? Da du machst mich ganz nervös da. Ich weiss, ich mache mich eben selber auch nervös. Ja. Ich habe die Frage im Fall wirklich einfach noch nicht gefunden. Ja. Ich weiss im Fall wie nicht, wo die ist. Ich glaube, vielleicht ist sie gestohlen worden. Okay. Vielleicht wird sie jetzt in einem anderen Podcast verwendet, in dem Fall. Du bist wirklich da schwer am Arbeiten da an Ja. den Bildschirmchen. Es ist absoluter Horror. Aber du, ich habe sie ja im Kopf, also ich kann sie einfach auch einblenden. Ich finde sie dann schon wieder. Aber wir kommen zu unserer grossartigen Rubrik, wo nicht der David Möri eigentlich den Takt angibt oder den Schaltknüppel Wieso? in der Hand hat. Ich kann gar nicht wählen. Den Takt angeben? Du gibst schon viel den Takt an. Ja, aber jetzt da. Gib mal den Takt an. Gut, das machen wir nie mehr. Das Der Studio 404 Kundendienst. Präsentiert von der B-Post. Kommt auch an, einfach später. Und zwar, du musst nicht mehr den Takt angeben, ist gut. Und zwar kann man das ja nicht nur machen via WhatsApp oder via Instagram, man kann auch Sprachnachrichten machen. Genau. Und wir haben diese Woche eine Sprachnachricht bekommen. Ihr als Zürich-Kenner dürft mir gerade mal ein paar Tipps geben, weil ich nämlich schon bald auf Zürich studieren und noch nicht so ganz weiss, wie man sich dort muss verhalten, was sind No-Gos, was muss man unbedingt sehen, wie kommt man am besten in das, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen eigene Völkchen rein. Gute Frage. Ich glaube, Du bist ein Stadtzürcher, das wissen ja die wenigsten. Du bist hier born and raised, aufgewachsen, in die Schule, Ja. alles durchgemacht. alles. Das erste Mal geküsst, Ja. das erste Mal einen Cremeschnitt gegessen, Ja. das erste Mal eins in die Fresse bekommen. Ja. Das ist meine Stadt Zürich. Willkommen. Ich heisse dich als erstes Mal ganz herzlich willkommen. Und ich werde wahrscheinlich der Einzige sein, weil das macht sonst niemand in Zürich. Ich mache das, weil ich glaube, wir haben den falschen Ruf. Nein, wir haben den Ruf eigentlich zu Recht. Aber Das ist ein eigentlich- guter Ruf. Zürich hat ja den Ruf, dass es arrogant ist. Was sind wir noch? Ja, einfach hauptsächlich arrogant. Das Komischer ist es. Dialekt. Und haben das Gefühl, wir sind die Besten. Ein bisschen kalt, ein bisschen, ja, jetzt nicht gerade so welcoming. Ich möchte dagegen arbeiten. Ich finde, ich freue mich, wenn die Leute hierher kommen. Ich bin offen. Ein offenes Ohr für alle. Ich habe keine Zeit, aber ich bin offen für alle Anfragen, die zu Zürich kommen. Tipps, die man geben kann, Wenn man jetzt hier hinzieht, wenn man hierher zieht, ein Job mit viel Lohn ist ein Okay, Tipp von mir. schön. Ja, weil Zürich ist teuer. es läppert sich schon. Es läppert da. Also das Ding ist, wir gönnen sich auch sehr gerne. Ja, man gönnt sich in Und Zürich. Gönnung kostet. Andererseits ist Zürich auch sehr eine soziale, linksregierte Stadt. Das heisst, Wenn man reich ist. das Dann- heisst, es gibt auch in Zürich ganz viele Sachen, die gratis sind oder vergünstigt. Das heisst, man muss das Angebot nur wahrnehmen. Von GZ über Was ist das für? Was Mittagstisch. ist das GZ? Ist das Ein Gemeinschaftszentrum. Das ist für die Armen, die sich Mittagstisch. keine... Also es gibt durchaus ganz viele Angebote, wo man auch günstig kann beziehen, wenn man sich mit dem beschäftigt. Man kann auch den Army-Lifestyle leben. Es gibt wie beides. Und ich meine, es ist natürlich jetzt einfach im Winter natürlich absolut die falsche Zeit, um auf Zürich zu kommen. Das ist natürlich schon so. Es ist grau. Es wird, es wird aber erst das im ist April Schweiz, besser. es ist überall grau. Ja, aber Zürich ist schon so, ich finde Zürich ist düster, grau. oder? Ich finde so, dann, ja, und das Schnee, wenn sobald es einmal schneit, regnet es nachher rein. Also das jetzt nicht als repräsentativ betrachtet, das kommt dann besser. Wirklich ab April, Mai steppen da der Bär und es ist wirklich, die Leute werden dann plötzlich wieder freundlich und gut drauf. Im Moment sind sie schlecht drauf, dann muss man jetzt durch bis im April. Ja, vielleicht zwischendurch mal in die Berge gehen, um ein bisschen frische Luft zu bekommen. Auf die Uetliberg. Dort ist aber meistens auch noch Nebel. Okay. Das lange nicht.
Ja, was kann man sonst noch für Tipps geben? Das ist jetzt noch nicht so viel. Ist noch nicht viel Du hast jetzt irgendwie noch nicht so die Werbetrommel für Zürich. Ja, nein, ich will ja, dass die Leute ein realistisches Bild haben, die auf Zürich kommen. Das soll ja nicht, wir sollen ja nicht das Blau auf dem Himmel versprechen, wenn es meistens grau ist. Also das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt in diesem Podcast. Wenn es mir schlecht geht, was eigentlich sehr ein billiger Ausflug ist Schiffli fahren. Ja. Das kostet nicht viel. Es hat ein Bistro. Also man kann schon ein bisschen Speise und Trank kann man noch haben. Und es ist mega schön, man kann schauen, man kann reiche Menschen anschauen. Villen. Da kann ich dort ein bisschen gaffen und das finde ich super. Ja, und es fährt dich in erster Linie mal weg von der Stadt. Genau. Du kannst ein bisschen auf den See. Das tut mich immer beruhigen. Und das ist eigentlich etwas, was mega schön ist. Weil du bist an einem Gewässer. Was auch ist mega schnell. Zürich hat so das Image von so einer grauen Stadt. Es ist sehr grün. Man ist mega schnell überall im Grünen. Man ist schnell im Wald, man ist schnell auf einem Hügel. Die Natur ist überall. Es hat 2 botanische Gärten. Zum Beispiel. Es hat einen grossen Zoo. Man ist grün. Man kann in die Dingsbumshalle da gehen, wenn man sich ein bisschen aufwärmen will. Chicken Masala. Nein, ich weiss auch, die Halle dort oben halt. Dort, was heiß ist drin. Dort, was heiß ist. Dort kann man sich aufwärmen. Und wenn dir der Laden wirklich runtergeht, dann hat es halt eine gute Bar- und Clubszene. Ja. Dann kannst du halt wirklich einfach... kann man sich am Metal wenden. Dann kann man sich wirklich einfach dort die Realität vergessen. Ja, und wenn wirklich alles zu viel wird und du merkst, hey, die Stadt ist grau und nass und grusig, dann nimmst du die S-Bahn, dann fährst du auf Aarau. Sicher nicht. Dann fährst du auf Aarau. Und dann merkst du, es ist in Zürich alles gar nicht so schlimm. Dann kommst du wieder auf Zürich und merkst, hey, look. Ah ja, gut, so schlimm ist jetzt Aarau auch nicht, aber ja. Das ist halt wahrscheinlich auch grau in dem Fall, ja. Und was ich noch einen ernst gemeinten Tipp von Jan möchte sagen, das sind eigentlich alle ernst gemeint, kauft dir ein Velo und vor allem einen Velohelm, weil also die Tramlinie, die auswendig merken oder auswendig lernen, das hast du ja. Ja, aber ich hatte 8 Jahre gehabt, bis ich gewusst habe, welches Tram wo hinfährt. Kauf dir ein Velo. Ach, der lädt einfach die SBB-App ab. Der lädt die SBB ab. Dann weisst du auch, dann weißt, wo du von A nach B gehst. Du weisst, für den David Möri wird es ein ganz schwieriger Winter. Wieso? Ja, die Tramlinien sind neu, oder? In der Stadt Zürich wechseln sie die Tramlinien wechseln. Ja, stimmt. Und das ist ein riesiges Ding, weil du fährst der David Möri fährt wieder von null an. Es ist ja eigentlich ein Double-Fuck. Es ist ja einerseits tun sie ja die Linien nebeneinander durchführen, aber sie tun auch das Ziel von der also sie neu nummerieren. Also es fährt ja nicht die gleiche Linie einfach nebeneinander durch, sondern sie tun auch neu durch. Also es ist wirklich einfach so die Karte neu. Das ist jetzt wirklich einfach Oberstufenstoff, den du jetzt hier musst lernen. Jetzt bist du ein bisschen in der Primarschule gewesen, hast ein bisschen das Alphabet mal auswendig gelernt. Wirklich schlimm. Jetzt hat man die Buchstaben nochmal neu durchgemischt. Es ist eigentlich perfekt, dass unsere Hörer jetzt auf Zürich ziehen. Weil das alte Lehren und dann so kurz drauf das Neue müssen angewöhnen. Aber müssen wir dich dann so ein bisschen Anfang Dezember ein bisschen an der Hand nehmen? Kannst du mich einfach bitte abholen daheim? Ja, eben, ja, wie hättest du gerne, wie wir so am besten umgehen? SRF-Schulbus. Das können wir einfach machen. Ja, wir können da den PW 57 einfach Dauer leihen. Ja. Wir sind ja so ein bisschen, ich sage jetzt, machen wir hinten so ein Schulzeichen dran. So. Mit Stützrädchen. Achtung Kinder. Viel. Wir sind ja Babys an Bord. Halbe Quartier noch, aber du könntest mich mit dem Veloanhänger abholen. Du kannst auch mit dem Veloanhänger sitzen, genau. Ab der Kita, dort ist noch besetzt, aber ab der Kita ist der eigentlich leer, dann hat es nicht noch Platz, dann kannst du hinten rein. Dann können wir aber in der Kita abmachen und dann können wir wie so Kind übergeben. Ja. Ich gebe es einen ab und das nächste nimmst du gerade mit. Komm ich einfach im Veloanhänger vom Film, komme ich dann mit. Ja. Bringt dich dann Barbara Moiri an mich vorbei. Dann kannst du mich bei der Impact-Redaktion holen und dann kannst du mich noch über... Ja, das ist doch perfekt. Dann kannst du dann 2-3 Mal an Stoss lüften und dann ist es wie gut. Sehr schön. Haben wir noch einen Tipp für Zürich? Ein Tipp? Es ist aber schon noch schwierig. Also ich habe mir so lange überlegt, wenn jemand... Es ist eine grosse Frage natürlich, der Tipp. Es gibt ja noch so Sachen, weißt du, so Tipps unter der Hand. So, es gibt das bessere und das schlechtere Stadtspital, wo ich jetzt aber auch muss sagen, habe ich jetzt nicht so bestätigen. Ja, aber du bist der Einzige, der da immer die ganze... Also außer der Phil schlägt man wieder den Kopf ab, aber du bist dann ins Spital gegangen. Wohl, aber ist auch Spital. Notfall. Aber ja. Also das mit den Spitälern.
Das ist eigentlich... Sind wir jetzt noch nicht im Alter, wo wir dann Spitaltipps geben. Also im besten Fall, wenn du einen Unfall hast, dann hast du Nein genommen. Dann kannst du nicht entscheiden, wo du hergehst. Ja. Aber du doch noch mal schnell schreiben, wenn du unzufrieden bist, beziehungsweise wir können dir dann noch so unter der Hand jetzt nicht im Podcast noch die beste Bar und das beste Cordon Bleu Restaurant geben, weil wir jetzt hier keine Werbung dürfen machen. Aber für dich machen wir das natürlich. Ja. Nein, da kommen noch mehr Leute in deine Stamm. Ja, ist ja gleich. Ja, ist gut. Aber ich denke anders an. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du auf Zürich kommst. Ja, es ist okay da, wirklich. Also Philipp Wiederkehr, du hast deine ganzen Pflanzen müssen vorgehen und du hast müssen neu in Bauhaus müssen neu holen. So habe ich es früher gemacht. Der alte Philipp hat es so gemacht. Der neue Philipp, der Glühwein Philipp, der hat sich gesagt, nein, ich will mehr Sachen jetzt auch reparieren, nachhaltig. Retten. Nachhaltig. Weißt du, wir haben jetzt auch mega viel so Spielzeug, die so über Generationen weitergegeben worden sind, haben jetzt die Heim, die wir unseren Kindern geben. Wir gehen so Puppenhäuser, wo genau, das Geschenk vom Brocki. Und ich finde, wie so, hey, man sollte ein bisschen schauen. Und dann finde ich auch so, nur weil jetzt Pflanzen mal so anfangen, den Geist aufgeben, muss man sie ja nicht gerade abmurksen. Also wie gesehen, das machen wir mit unseren Grosseltern auch nicht. Denen gibt man auch noch, die gehen auch noch ins Altersheim oder sie gehen ins Spital. Noch aufzupäppeln. Dann gibt man eine neue Hüfte rein oder so. Also weißt du, das machen bei uns Menschen ja auch. Warum nicht auch den Pflanzen ist der AHV der Dünger der alten Leute? Frage ich mich da. Wir müssen einfach den AHV ein bisschen kürzen und dann ist es einfach auch kleiner vorbei. Wie haben denn deine Pflanzen ausgesehen? Du hast ja den Job übernommen, seit du in deiner Villa am Stadtrand wohnst. Dass du ja auch etwas machst. Und es ist immer gut gegangen. Und was ist denn schief gegangen die letzten paar Wochen? Also ist gut. Also grundsätzlich sind die Pflanzen halt neu gewesen. Wir sind eingezogen, wir haben wirklich die eine Pflanze am Altort, die hat den Umzug nicht überlebt. Wir haben wirklich eine neue Pflanze, wir haben uns neu aufgestellt. Bist du denn schon verantwortlich für die Pflanzen und die hast du einfach aufgegeben? Nein, du hast jetzt einen riesen Rät hier gehabt mit Aufpäppeln und machen und tun und dort hast du... Nein, die hat einfach nur ein Blatt gehabt, die hast du aufgegeben. Also alles kannst du jetzt auch nicht... Das sind dann da... So viel, dass du den Schwarzschimmel im Bad hast, weil er zügeln findest. Irgendwann musst du dann wirklich einfach den Schnuff abstellen. Dann irgendwann ist er fertig. Ja. Sie hat noch ein Blättchen gehabt, dann sind wir umgezogen und gesagt, «Look», dann ist mir mitgeteilt worden, «Look, wir sind jetzt an dem neuen Ort, wir machen das da zusammen, du machst jetzt Pflanzen.» Also jetzt wirklich Philipp, du hast doch einen grünen Daumen. Nein, du hast es nicht, aber du könntest etwas lernen fürs Leben. Es ist jetzt keine Kinder, will jetzt nicht das Ding ist eben zuerst Pflanzen, wenn er das schafft, dann vielleicht mal eine Katze und dann ein Kind. Dort haben wir das erste Kind schon gehabt. Wahrscheinlich war es so, du kannst es gut mit dem Kind, du kannst es vielleicht auch gut mit den Pflanzen. So, vielleicht auch nicht. Ist ja gleich. Wir haben etwa 7 Pflanzen. Wir haben 2 grosse Pflanzen. Das sind so unsere Hauptpflanzen. Und dann haben wir noch so 5, 6 kleine Pflanzen. Ganz ehrlich, bei den kleinen Pflanzen bin ich nicht so genau, da gibt mir auch nicht so Mühe. Die grossen Pflanzen sind mir wichtig, die 2 grossen. Weil die sind repräsentativ, wenn man reinkommt, dann weiss der Gast... Sind die neben den neuen Köpfen? Und dieser römischen Säule, die wir haben. Die Pflanzen nebendran. Und einem grossen Topf mit so Trauben oben drin. Aber keine echten, so Fake-Trauben. So sieht es aus, wenn man im Hause wieder reinkommt. Ja. Und dann steht man dort rein und man hat zuerst mal die Pflanze. Und die Pflanze ist ja schon so auch eine Visitenkarte für jemanden, der in ein Haus reinkommt. Ein Statussymbol. Genau. Geht es diesen Menschen da noch gut? Haben sie das Leben im Griff? Ja. Oder innen nicht? Hey, stell dir vor, du kommst zu jemandem heim und nachher so eine verlotterte Pflanze durch. Du zeigst jetzt auf mich, ich habe es im Fall voll im Griff auch. Ich würde im Fall gerade wieder auf dem Absatz kehren und gerade wieder raus. Es ist wirklich so... Also David Möri, deine Pflanzen sind nie... Schick dir heute oben ein Foto. Nein, also... Ich schwöre, die sind... Also ich mache es auch nicht selber, aber deine Pflanzen, nein. Mal, ich habe im Fall auch aufgehört, meine sind Balkonpflanzen. Ich habe die jetzt überdeckt und die schlafen jetzt bis... Aber es ist eine viel seine Geschichte. Stell doch du weiter. Auf jeden Fall ist es diesen Pflanzen lang gut gegangen. Sie bekommen ja auch wirklich genug Sonnenlicht während dem Sommer, aber jetzt ist es so langsam Herbst geworden und ich habe gemerkt, irgendetwas ist nicht gut. Die Blätter werden so ein bisschen brüchig zum Teil und auch ein bisschen brünlich. Und bei den einen Dingen habe ich so gesehen, dass die Erde auch so anfängt zu bröckeln und bei den anderen Pflanzen habe ich Wasser gegeben, dann ist das Wasser wie so durch die Erde durch am Boden. Also dann habe ich wie am Boden Wasser gehabt. Also es ist wie so, die Erde hat es nicht mehr aufgenommen. Hast du Pflanzen gekotzt? Hast du unten nicht ein Auffangbecken? Mal, aber es ist nachher alles in dem Auffangbecken, also es hat sie nicht mehr aufnehmen. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ChatGPT gefragt. Aha, neue Pflanzen. Ja, und nein, dort ist gestanden, umtopfen.
umtopfen. Das heisst, es ist wirklich so, die eine Pflanze ist ein bisschen gross geworden und dann habe ich wirklich mega lange recherchiert, ich habe es noch nie gemacht, ich bin wirklich ich habe panikt. Ich muss jetzt umtopfen. Aber wieso? Nur weil der ChatGPT das sagt, sagst du, nein, ich habe dann gemerkt, was ich alles brauche. Ich habe mir dann eine Liste gemacht, was ich alles muss posten muss. Ich habe das wirklich ich habe am Samstag gesehen und ich habe gesagt, ich mache jetzt auch nicht eine Bestellung oder so. Dann geht es 3 Tage, ich muss es jetzt erledigen. Und was hast du denn alles? Also, jetzt da die Bestellung. Händchen? Ich habe gar nichts gehabt. Ich habe eine Pflanzenschere gekauft. Wieso eine Pflanze? Musst du umtopfen, musst du nicht eine Schere haben? Mal, ich musste die toten Blätter dort, die Stiele abdingsen. Das ist klar mal. Köpfe grösser, Randtopf, was heisst das? Pflanzenschere und dann habe ich noch gebraucht Blähton. Das sind die Kügel. Ich habe nicht gewusst, ich habe Blätter, ich meine, es ist ein Witz. Nein, unten musst du Kügel machen. Genau, das habe ich alles nicht gehabt. Und dann bin ich mit dieser Liste und noch Anzündholz, das ist etwas anderes, das ist mir nicht, das ist dann bin ich in der... Das ist hier mit einem Blatt. Mit dem Anzündholz kannst du noch die toten Pflanzen dort noch im Schmine verbrannt. Nachher bin ich dann völlig überfordert in den Baumarkt rein und weil ich noch nie so grosse Sachen gekauft habe, bin ich ohne Wägeli einfach dort reingelaufen und dann habe ich zuerst mal die Erde in der Hand gehabt und habe ich gemerkt, fuck, ich komme gar nicht weiter. Dann habe ich die Erde wieder hergelegt, habe ich so einen Wagen geholt, habe gemerkt, ich habe gar keinen Zweifranken, dann habe ich keinen Zweifranken gehabt, dann bin ich an die Kasse gefragt, dann haben sie mir irgend so einen Jeton gegeben. Etwa 2 Stunden später bin ich nachher in dieser Pflanzenabteilung gestanden und habe Blähton gesucht. Und ich bin so jemand, ich frage nicht, ich will zuerst selber rausfinden. Du bist ein Mann, du findest es selber, hä? Das ist wie so... Ja. Ich will meine eigenen Blähtons züchten. Ich will die Blähtons finden. Ich habe dann nach einer weiteren Stunde aufgegeben und habe dann die Fachverkäuferin gefragt, wo dann der Blähton ist. Und dann habe ich auch noch so ein bisschen Fachfragen gehabt, ob jetzt der Topf außen auch innen kann. Ich habe einfach dann so dumme Sachen gefragt. Und lustig ist, ich habe das Gefühl, Leute, die in so Garten, Hobbycenter, Baumärkten arbeiten, sind jetzt auch nicht immer ganz sauber, so, irgendwie. Also was du Journalist, schmeckst du den Baumarkt verschwören? Ehrliche Arbeiter. Die Leute sind nicht sauber. Die hat mir die Antwort vorgesungen, wo es ist. Also wie der Blähton ist da. Der Blähton ist da rein. Vielleicht habe ich es mir eingebildet, aber die Frau hat ihm die Antwort gesungen. Und sie ist so, also es ist wie so, was? Es ist ein Akt gewesen, Performance, wo sie mir alles zeigt. Sie hat es nicht normal gesagt, sie hat es wie gesungen. Und dann ist er da hinein und ich habe gemeint, ich bin jetzt in einem Musical von einem Baumarkt. Das war absolut absurd gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, die Leute da rein, wenn du mit Blähton und diesen Köpfen, die spinnen alle. Also meinst du das jetzt ernst? Ist das nicht einfach noch so schnell? Nein, die hat einfach gesungen. Und dann bin ich... Aber sie hat es mir richtig vorgesungen. Ich musste nachher runterlaufen und habe alles gefunden und habe das zusammengepackt. Ist ein Musical da gewesen? Es war so komisch gewesen. Ich habe ein bisschen Angst bekommen von dieser Frau. Aber fachlich mega kompetent, sie hat alles richtig gesagt. Vielleicht bist du einfach ein bisschen zu lang in diesem Laden innen gewesen. Ja. Du musst jetzt halt, weil du jetzt bei Impact schaffst und so viel Sauerstoff bekommst, hast du dort einfach ein bisschen zu wenig Sauerstoff gehabt und hast einfach halluzinieren. Ja, dann hast du nach der Vorstellung und nach 2 Stunden lang umirren, hast du dann den Blätter und die Erde auf dem... Ich habe als ich dann heimgekommen bin mit all diesen Sachen, musste zuerst mal ein bisschen hinsitzen. Zuerst mal erholen. Und dann habe ich alles auf den Balkon da. Aber hast du nicht wie ChatGPT gesagt, dann habe ich die Zeitung unten da, damit es keine Sauerei gibt. Also hast du das Zeug nachher dann gemacht? Ja, dann habe ich angefangen, die Erde rauszunehmen. Da gibt es auch 10'000 verschiedene Erden. Dann gibt es torffrei, ist immer wichtig, weil das andere macht die Natur kaputt. Keine Ahnung, da kannst du im Fall auch reinfuchsen. Auf jeden Fall habe ich dann die Erde genommen, habe dann die Wurzeln abgeschnitten, die so rundherum sind und zu weit runtergegangen sind und habe das rein. Und ich habe wirklich in dem Moment ein schlechtes Gefühl gehabt, ich töte jetzt die Pflanzen, weil ich sie so nackt nachher in der Hand hatte, ohne die schützende Erde rundherum. Und habe dann ein neues Zuhause gebaut mit der Erde. Habe Wasser rein da, eingetopft in einen grösseren Topf, mehr Platz gegeben. Du darfst auch nicht zu viel, weil sonst hat es zu viel Platz und dann kippt sie um. Habe dann noch einen Bambusstecker rein da, damit sie ein bisschen geräder ist. Und jetzt sieht das im Fall aus wie eine 1. Das klingt aber schon sehr Ich glaube, die Pflanze kannst du in 3 Wochen, steht die voraus. Ja. Jetzt mal schauen. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie die neue Erde nicht annimmt. Ja, ich glaube, die ist jetzt wie... Das ist nicht wie ein Körperteil, das man von einem Toten abgeschnitten hat. Ich habe immer schon das Gefühl, ich habe das erste Mal gemacht. Für mich hat es sich so angefühlt, als ich kann doch denen einfach die Erde wegnehmen. Nein, es wird etwas anderes passieren. Ich weiss, was wird passieren. In 3 Wochen, ich sag's dir, wie es ist, also kann ich da wirklich Gift drauf nehmen. In 3 Wochen siehst du immer wieder einmal so ein ganz kleines schwarzes Pünktchen in der Luft rumsuchen. Mhm.
und dann dort mal eins und dann da mal eins und dann merkst du, oh, die Früchteschale, dort drin hat es auch ein paar von denen und dann gibt es einen Muckenblock daheim. Das passiert immer beim Umtopfen. Schon? Immer. Du kaufst mit dieser Erde meistens noch eine gute schwette Muckenlarve und dann hast du so eine... Und dann lütst du mir an. Okay, mit dem hast du Erfahrung. Dem habe ich Erfahrung. Dann holst du, wie heisst das, den Geisteraustreiber? Dann holst du die Ghostbusters. Der Ghostbuster. Dann holst du so mikroskopisch kleine Wespen, beziehungsweise so Bakterien, die dir die Larven wegfressen. Es gibt einen riesen Tamtam. Ich sage, in 2 Wochen sitzen wir hier im Podcast. Wie gesagt, in 3 Wochen ist die Pflanze draussen im Schnee. Ich werde euch updaten. Ich glaube nicht, weil es ist Glühwein-Time angebrochen und ich glaube, mit diesen positiven Vibes soll ich dann jeden Abend dort reinbringen, nach einem Gläschen Glühwein. Vielleicht gebe ich der Pflanze auch ein bisschen Glühwein zum Trinken. Vielleicht haben die das Aber weißt du, was eben verdammt lustig ist? Ja. Ich habe am Samstag genau das Gleiche gemacht. Nein, wirklich? Nein. Geh durch die Hand. Ich habe panikt am Morgen. Ja. Also, ich habe wie so gemerkt, alle Medien so geschrieben, es kommt schneien, Temperatursturz, irgendwie. Ich habe das Gefühl gehabt, der Winter kommt jetzt gerade sofort. Und dann habe ich panikt wie du. Ich habe ChatGPT gefragt. Pflanzen, Balkon, winterfertig. Winter-Dingsbums machen. Ja. Und dann bin ich auch in so ein Etablissement wie du gesäckelt. Etablissement. Und habe mir von ChatGPT sagen, was ich kaufen muss, dass die Pflanzen den Winter überleben. Ich sage das, so fängt es im Fall an mit der Kontrolle von der KI. Wirklich im Fall? Weil weißt du was, wenn die und die haben mir halt eine Liste gemacht und dann habe ich einfach so ein bisschen Abdeckzeug und zum Aussen abdecken und Topf abdecken und höher stellen und Hölzli und einfach alles das Zeug. Und bin auch in komischen Bauutensilien, Heimbecher-Ding gemacht. Genau. Und ich habe auch ewig gehabt. Ich hatte so lange, dass ich eigentlich zwischen ihnen an die Kasse gehen musste, um ein Zwischenwasser holen, weil ich Durst hatte. Und ich konnte es noch nicht zahlen. Gut, das war wegen dem Kater. Nein, ich habe wirklich so ich musste Zwischenverpflegen im Laden rein, weil ich so lange hatte. Ui. Meinst du, man sollte es wie im schwedischen Haus, dass es so einen Mittelteil gibt? Wo man eigentlich noch könnte etwas... Ja, aber das Gute ist, es hat ja auch Snacks eigentlich im Laden drin. Ja, aber ich habe halt einfach schon gegessen und habe halt einfach das leere Zeug am Schluss halt noch aufs Förderband da. Das haben sie ja gerne immer. Ja, aber ich kann es gerade vorgehen. Ich so, ja. Oh, das ist super. Gerade so. Ja. Dann tue ich mich dann gerne off the record, nicht um die Leute noch mehr langweilen, gerne noch über das Einwintern unterhalten. Das finde ich ganz spannend. Das finde ich auch ganz aber spannend. Aber das Gute ist, ich kann es am Wochenende machen. Ja. Weißt du, mein Zeug ist immer noch im Stegenhaus, im Sack drin. Ich habe es noch nicht geschafft. Und jetzt ist der Winter dann gleich da. Winter is coming. Ja. Es ist im Fall wirklich TikTok. Ich habe einfach Angst, dass im Fall mein Zitronenbäumchen eingegangen ist jetzt. Ja. Wahrscheinlich. Ich müsste es eigentlich jetzt machen, ich weiss. Ja, das ist zu kalt für Zitronen, das kann ich dir sagen. Jetzt aus dem Schiff raus. Nicht gut. Aber es ist schon gut. Er hat doch gesagt, off the record. Jetzt hört auf, drüber schnurren. Ja, wir haben wirklich das Gleiche gemacht. Ich bin stolz. Wir haben wirklich Breakdowns in Utensilien-Läden. Ich höre schon wieder, wie jetzt wieder alle sagen, oh, wir sind ein Boomer-Podcast. Ja, ich weiss, aber nein. Ja, nein. Auch junge Menschen haben Pflanzen und das machen. Ich bin dort nicht der Älteste gewesen. Stimmt, das ist ein Trend da. Ja. Pflanzen und so. Ja, hey, aber ich hätte es noch machen, aber ich habe es nicht gemacht. Mach's für Pflanzen. Ja, ich müsste es aber heute machen. Ja. Mach doch das noch. Ja. Das ist schon nicht so viel. Das ist nicht so eine grosse Sache. Gut. Fühlen wir uns gedebrieft. Ja. Wir müssen schon weiter. Das ist schon wieder so zack. Das ist wieder Sitzung. Ist ja wieder zackig. Ich nicht. Zack. Ich könnte da noch ganz viel über meine... Nein, ist schon gut. Ich könnte da noch labern, machen, tun. Ich finde es gut, wie es siehst heute. Ich finde... Gibst du noch das Feedback? Ich finde, es ist mir zu wenig eingegangen auf meine detailreiche Vorbereitung. Also der positive Aspekt von dem ganzen Militärauto, ich sage jetzt, von meiner Aufwertung, finde ich jetzt ein Mittel. Ich finde es schön, hast du viel wieder einmal das Leben ernst genommen, auch von anderen Wesen, nicht nur von deinem.
Und sonst ist eigentlich in Ordnung für mich. Ich finde, wir haben ganz, ganz schöne Tipps gegeben heute. Ja, es ist wunderbar. Aus Versehen ich bin noch nicht so zufrieden mit meinen Zürich-Tipps. Ich muss noch mal drüber nachdenken. Ja. Ich hätte nächstes Mal gerne ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Entschuldigung. Dann frage ich ChatGPT, was man in Zürich machen kann. Aber nur schnell noch zu diesen Pflanzen, das ist mir ganz kurz noch ein Nachtrag. Ich habe so ein Buch gelesen über so Killerpflanzen, wo KI anfängt, so, weißt du, so... Was für Pflanzen? Ja, die tun so, es werden dann so Samen, das heisst, glaube der Wald oder so, Samen verschicken und die Samen werden eingepflanzt und die tun dann eigentlich so wie ein Virus tun sie sich verbreiten. Das sind so Killerpflanzen und es ist eigentlich ursprünglich passiert, weil man mal KI gefragt hat, wie kann ich den Wald schützen, und KI hat herausgefunden, dass man den Wald kann schützen, indem man Menschen vernichtet, und so ist die ganze Menschheit vernichtet worden. Da bist jetzt, ich habe jetzt kurz nicht aufgepasst und wir sind jetzt komplett einfach irgendwann gelandet. Ich kann aufpassen, ich habe ein Buch. Ich auch. Wir sind ja ein intellektueller Podcast, es ist ein kleiner Buchtipp, ich glaube das Buch heisst «Der Wald» oder so etwas. Gut, ich hoffe viel, du dann noch ein bisschen Pflänzchen bei dir daheim. Das ist etwas anderes, aber ja, ist gut. Ja, das ist gut. Ich wünsche euch ganz eine gute Woche allen. Ja, für den Tipp. Möri, du hoffst kein Auto mehr rein. Ich gehe jetzt mit dem Tramli heim, solange ich noch kann. Super, schöne Woche. Debriefing.